Schnitt und Action, ja, da sind wir wieder. Weiß gar nicht, ob ich das nachher genau schneiden werde in die Folge rein und so, ist aber egal. Jetzt mit Benedetta ging es plötzlich, mit den beiden anderen Typen immer noch nicht. Sehr verdächtig. Sehr, sehr, sehr verdächtig. Das Ganze nochmal mit Benedetta. Bei ihr hat es plötzlich geklappt. Schon wieder? Okay. Jo, bitteschön. Ganz kurz. Ne, warte mal, das muss man irgendwie anders, ein bisschen anders machen. Scharfschützen, ne, jetzt noch nix. Ja, ja, da ist soweit klar. Beim Kämpfer, das haben wir auch schon geklärt. Mittelstufe. Schütze, ja, hier würden noch 15 Punkte fehlen, wa? Komm, machen wir es anders, dann switchen sie wieder zurück zum Schützen. Damit sie dann noch ein bisschen etwas lernen kann, nicht wahr? Weil da 15 Mal, oder beziehungsweise so, vermutlich sowieso ein bisschen weniger, dann noch ein bisschen. Kann ich jetzt verarschen? Also, Schütze. Da haben wir nämlich weniger Bernie. Okay, also. Kasper und Felix sind immer nicht, mit dem muss ich eben da mit noch ein bisschen drauf gucken. Dass die noch ein bisschen höher kriegen, die Werte. Also heißt bei ihm vor allem die Faust. Ich glaube, die Axt nehme ich ihm jetzt komplett raus, wa? Dabei mit der Faust ist er sowieso schon fast auf A. Und dann wird es sowieso gehen, deswegen finde ich es ein Witz. Dass trotzdem nur auf 98% ist, aber gut. Ist ein anderes Thema. Bernie ist, sie wäre schon Scharfschützin, dann ist bei ihr das Skill noch gut soweit. Bei ihm ist jetzt halt die Frage, erstmal wirklich hier auf einen Meister werden gehen, komplett auf Schwert. Zum einen wegen der Fähigkeitswachsen noch ein bisschen ansteigt, das glaube ich sowieso Stein des Wissens. Ja, das passt, ja. Wir kriegen noch ein bisschen mehr drauf, müssen auch endlich auf Rang A sein. Nachher machen wir ein bisschen den anderen Skill. Den Vernunftskill, wa? Wie er so schön heißt. So. Gut. Was sonst gesagt, wir haben ja sonst glaube ich sowieso nichts mehr, oder? Wir haben das schon alles soweit gemacht. Linhard hat da seinen magischen Stab oder seine spezielle Waffe. So wie Michael sie auch hat. Eigentlich hätte Ferdinand auch so eine Waffe, aber er ist noch nicht auf Rang A mit der Lanze, deswegen geht das noch nicht. Sonst. Oh, Moment. So. Jetzt aber, Freunde, wa? Marktplatz, wie gesagt, bringt da nichts mehr. Bataillonsskill, da habe ich noch irgendwas zum Wiederherstellen. Naja. Das kann ich noch machen. Mit A9 würde ich sagen, würde ich sogar noch ein bisschen warten, weil wir doch sowieso bei allen relativ gut dabei sind. Ingrid hätte eigentlich. Ja, es ist halt erst auf Rang E. Ich kann ja dazu, das Ding zu trainieren bei ihr. Der muss ich eigentlich mal, wa? Damit zumindest mal die hier hat. Der Charisma-Wert bei ihr wäre gar nicht mal so schlecht eigentlich. Du kriegst sowieso keinen, das liegt in deinem speziellen persönlichen Skill. Der Kasper ist eh noch ein bisschen schlecht, das liegt aber daran, dass er noch Rang D ist. Ja, gut. Dann passt das soweit auch, Freunde. Dann legen wir endlich los mit der Mission hier. Kampf in der Heiligen Gruft. Es wird etwas Schockierendes enthüllt. Da bin ich jetzt doch mal ein bisschen gespannt, was das genau sein soll. Kampf in der Heiligen Gruft. 驚きましたか？ここが聖母です。大修道院の地下にこれほどの空間があったなんて、地下へと降りるための巨大な仕掛けもとても今世の力とは思えない。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。
この玉座は我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。この玉座に見覚えがありますか？Ja. 本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。どうです？何かあと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと。そこまでよ。全員動くな。動けば命はないぞ。ここまでの案内実にご苦労。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。帝国軍？どうしてこんなところに？あれは炎帝の配下ではないか。まさか炎帝と帝国がつながってたということか。まさか僕らの国が背後にあったとはね。エーデルガルトさんはこのこと知って？ええ、全て私が指示したことよ。私のもう一つの名は炎帝。学校ごっこもここまでですな、エーデルガルト様。いや、陛下。それ、お前らはさっさと働け。紋章石も汚ねえ骨も何もかも奪うんだ。あなたは何ということを。神聖な母子を踏み荒らした罪、その命であがないなさい。主にあだなす逆徒どもを滅ぼすのです。おい、待ってくれ。どういうことだよ、エーデルガルト。私たち利用したですか？どうしてそこまで？ごめんなさい先生。けれどこれが私の進む道。学級の皆にはおとなしくしてほしいわね。私の目的は戦いではないのだから。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において命じる。迅速に紋章石を回収しなさい。抵抗する者は殺して構わない。Ja, leg mich am Arsch, ey. Oh mein Gott, also dieser Flammenkaiser da mit dem Kaiser in Verbindung steht, auf die Idee bin ich auch gekommen, allein schon vom Namen her und so. Aber mit Edelgard, nein, mit ihr habe ich nie gerechnet. Alter, ich habe Hubert verdächtigt, ich habe Monika verdächtigt, ich habe sogar Ria verdächtigt, aber auf sie bin ich nie auf die Idee gekommen. Dabei, ja, es macht leider Sinn, wenn man es mal so überlegt. Ich meine, wie oft hat sie uns gesagt, von wegen, ja, ich gehe meinen Weg und so, ich muss ihn gehen. Aber schon alleine wegen ihrer Geschichte und so, die uns erzählt hat. Wir hatten da was von wegen, dass die Geschichte sich ändern würde. Jetzt überlege ich gerade mal, dass plötzlich irgendwie heißt es Edelgard, nicht der Flammenkaiser, kann ich mir nicht vorstellen, aber dafür ist es zu kurzfristig gewesen. Das hätte schon viel, viel früher die Frage aufkommen können, willst du das machen, dann ändert sich die Geschichte. Kann man natürlich auch vorstellen, dass wenn man die blaue Löwe-Route oder die goldene Hirsch-Route spielt, dass man dann gar nicht weiß, dass der Flammenkaiser, dass der Flammenkaiser auftaucht und sagt, hey, sammelt er ein und so, und erst nach dem Kampf wenn man erfahren, dass Edelgard ist. Vielleicht gar nicht, wer weiß das schon. Was hat denn das jetzt für eine Auswirkung gehabt, dass wir jetzt da... Ich verstehe es irgendwie nicht. Hat es überhaupt eine Auswirkung? Dämonenbestie. Es geht mir irgendwie alles ein bisschen zu schnell hier, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Das ist sogar ein tolles Flammenkaiser, ja, dankeschön. Ich hab's echt so wie über den Ritter gemacht, dass alles von Arsch jetzt. Oh mein Gott. Ja gut, eine Rüstung kann ihr einfach die Rüstung weg... Ah doch, sieh mal. Warte mal. Ich kann zwar gerade nicht weiter heranzoomen, aber doch, das ist die Flammenkaiser-Rüstung. Okay. Dann ist es bei einem blauen Löwen und goldenen Hirschen doch so, dass man
gar nicht wissen würde zum Zeitpunkt, dass es sie ist, und einfach, wenn man denkt, es wäre der Flammenkaiser. Ja, leck mich am Arsch. Ist Hubert irgendwo? Würde mich mal interessieren. Da muss ein Stahlbogenfutze da sein. Ja, sogar 2 davon. Hat ein Heilmittel, super. Da bringt mir viel. Es sind 2 Bestien, gut, mit denen komme ich klar. Es sind verdammt viele. Alter. Wo Hubert ist nicht da. Faszinierend. Vielleicht ist er irgendwo nur diesen mysteriösen Magen oder so. Kein Plan. Oh nein, Edelgard, warum tust du uns das an? Bin ja kein bisschen verwirrt. Weil es mit Rea von wegen auch. Vernichtet sie sofort! Die Rea diesmal sowieso. Ganz ehrlich, das ist eine typische Frau, die irgendwie in der Welt, oder eine typische Person, die sieht in der Welt nur, für die ist die Welt nur schwarz und weiß, die hat keine Graustufen. Entweder, ja, du bist so lieb, oder nee, ich vernichte dich. Weißt du, gerade die beiden Schienen, was anderes kennt die nicht. Alter, leg mich am Arsch so raus mit da. Ich muss mir erstmal ganz kurz sortieren. Natürlich sind sie gar nicht mehr in der Liste, das heißt, ich hab's jetzt verloren oder was? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Warum sollte man die Möglichkeit haben? Ich verstehe zumindest auch, wieso Hubert nicht mehr zum Dunkelbischof machen kann. Hä? Ja, logisch, das ist ja unser Feind. Nee, was ich nicht ganz verstehe, warum sollte man uns Edelgard und Hubert mitgeben, wenn man jetzt nicht mehr mit ihnen fighten kann? Ich kann mir deswegen vorstellen, dass dadurch, dass ich sie begleitet habe ins Kaiserreich, kann ich sie vielleicht überzeugen, dass ihr Weg doch der falsche ist und sie wieder mit uns kämpfen wird oder so, oder wir uns vielleicht sogar gegen, na gut, Rea wird sich nicht verschonen wollen, das heißt, wir müssen uns vielleicht sogar gegen Rea stellen oder so, kein Plan. Aber vielleicht doch irgendwie Edelgard vernichten, weil sie sich nicht überzeugen lässt, auf einen anderen Weg zu gehen, kein Plan. Warum kann ich nur 9 einsetzen? Ich habe so viele Gegner hier, mehr als sonst in allen anderen Kapiteln, aber nee, ich darf nicht 10, ich darf nur 9 mitnehmen. Alter, kassen wir das gerade an. So, Felix. Irgendwann war eine fliegende Einheit. Mal dringend ein paar Bogenschützen. Haben noch 3 übrig, wa? Ferdi, du bist eigentlich auch gut zu Ferdi. Hey. Nee, warte mal. Kaspar. Okay, bei dir fehlt ja eigentlich nicht mehr viel. Deswegen hätte ich gesagt, ich nehme da adjutantenmäßig einfach Kaspar mit. Zum Locken. Weil ich mit Michael sowieso kämpfen müssen. Und dann kann ich dadurch noch Kaspars Faustskill ein bisschen erhöhen. Der ist sowieso kurz vor A. Also bei ihm ist sowieso kein Problem. Können wir das so machen. Dann können noch 2 mit. Natürlich 2 Magier. Wie können es anders sein? Ja, wobei, theoretisch, ja, nein, vielleicht. Oh, jetzt wird es kompliziert. Mir fehlt eine verkackte Einheit, die ich mitnehmen dürfte. Warum nicht 10? Weil ist gleich, ich brauche 2 Magier. In der Front und Dorothea, wobei sie natürlich auch, vor allem mit dem Donner, mit dem Meteor, den sie drauf hat, wa? Natürlich sackstark wäre. Mal sehen, was da ein Stab so drauf hat. So, jetzt hätten wir die. Ist das wirklich das Team, was ich mitnehmen will? Passt das soweit? Und halt in der Front, wa? Dorothea muss sicher mit, genauso wie Raphael, da lässt sich nichts verschönern, irgendwie sonst was. Ne, da ist so. Felix vor allem, weil er noch trainieren muss, genauso wie Ingrid, das passt soweit auch. Petra ist sowieso cool. Und vor allem brauche sie dringend auch, wenn dann ist auch zum Blocken. Da ist Jamie ist halt die Scharfschützin, genauso wie Dorothea. Eigentlich wollte ich auch noch Bernadetta. Weil sie noch ein bisschen weiter schießen könnte als Shamir, aber das Letzteres kann ich irgendwie vermeiden. Da kann ich sogar Bernadetta Shamir einfach so mitgeben. Als Bogenunterstützung. Ich habe trotzdem nur Lintat. Ja, und Dorothea als Heilerin, war. Ich brauche eigentlich 3 Magier.
So oder so ist sowieso irgendwie doof. In meinen Stufen, in Einheiten meine ich halt. So, was machen wir jetzt hier? Wir haben... Da können wir eigentlich sogar so lassen, wa? Da kann Raphael die schön abblocken, das passt soweit für mich. Da haben wir ein ähnliches Bild, da kann Ferdi die abblocken, das passt soweit auch. Haben wir irgendwo noch Truhen oder so? Muss irgendwie die Wappen noch irgendwie einsammeln oder so? Kann man noch vorstellen, wa? Wir haben Heiler bei der Seite. Ja, okay, da könnte es funktionieren. Moment, erstmal muss ich noch, bevor ich es vergesse. Das sind echt... Warte mal, ist noch da? Edelgard, da unten. Sie ist nicht weg, sie ist schon noch da. Hä? Gut, da ist sie nicht mehr, das stimmt. Andererweise kann man rekrutieren. Damals bereits passt, wie auch immer. Das wird schwierig. Mache ich das jetzt hier speichern oder mache ich das woanders? Warte mal, ich glaube, ich speichere den Speicherslot, mache ich hier. Das war noch vor Geralds Tod, wa? So. Ja, ich würde sagen, los geht's. 帝国の暴挙を決して許してはなりません。ハントどもを討ち、聖母を守りなさい。紋章石は棺の中だ。片っ端からこじ開けていけ。聖母が暴かれるなどあってはならぬこと。一つでも多くの紋章石を守るのです。Okay. Edelgard, das kann nicht dein fucking Ernst sein. Oh mein Gott, ey, nein. Na gut. Eigentlich schlecht, aber was willst du machen? So. Dann vernichten wir jetzt halt Edelgard. Ich will aber nicht. Das ist doch verschissen. Da muss irgendwie... Kann nicht sein, dass sie uns die ganze Zeit verarscht hat. Also schon in gewisser Hinsicht, dass sie uns verarscht hat. Das ja, aber jetzt nicht so, wie es gerade jetzt so aussieht. Da warte mal. Die kommen doch alle... Ja, dann können sie halt schon mal alle hier anlocken, wa? Wenn die alle direkt auf mich zukämen. Große Haltbarkeit verfügt. Ja, dem ist tatsächlich so. Okay, du kannst mal so bleiben, wie du gerade bist. Da sind noch die Typen. Ich habe überlegt, dass du vielleicht Stahlpanzer nimmst, weil du dann zurückschlagen könntest. Also vor allem ein bisschen schneller zurückschlagen könntest. Das machen wir auf der Seite, wa? Das ist eine interessante Frage. Sensei, Kishun, Yuri omoimasu. Also das umfatzen, da kommen wir gar nicht ran. Okay, ich meine, die wollen sowieso die Wappensteine haben. Das heißt, die gehen sowieso erst auf die los und ich fange sie dann vorher ab. So, auf sie geht sowieso keiner los. Dann bringt ihr euch schon mal hier in Position. Edelgard, du hast noch deinen fucking Meteor, den bitte für was anderes. Wobei, gegen so einen Panzertypen kannst du ruhig einsetzen. Wobei Edelgard hat noch gemeint, sie will bloß die Wappensteine haben, uns will sie nichts tun. Was hat es mit diesen Wappensteinen auf sich, dass sie die unbedingt haben will? Da muss ich noch ein bisschen gucken. So. Kann die einfach irgendwie... Nee. Wappensteine. Irgendwie den jetzt aufmachen oder so und Wappenstein einfach an mich nehmen geht der nicht, wa? Oh, Freunde, wir werden es noch bereuen, dass wir uns begegnet sind. Theoretisch kann ich mit ihr schon mal hier hin. Nee. Hä, warum nicht? Okay, in Sarkophag drauf kann sie auch nicht. Frag mich nicht warum, aber irgendwie geht's nicht. So.
Legt euch nicht mit Raphael an. 甘いな勝利は決まっているさ Und auch mit Critical 見 Ferdinand. たか それでいいわ。紋章石は根こそぎ奪って。もうおやめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです。 Ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja. Ja, ein bisschen unklar, wie ich da so schnell an alle hinkommen soll. Vor allem denen kommen doch niemals so schnell dahin. Ja, wobei, vielleicht schaffe ich es ja doch. Okay, Michael muss da einfach jetzt grandios losbombardieren. Dann sehe ich eine Chance. Ich sehe zumindest, wer schon mal alles einen hat, wa? Da tag mal die alle platt hier. Ja gut, ich meine, wenn die sich sowieso zurückziehen wollen und deswegen gar keinen Bock drauf haben, gegen uns zu fighten, dann mach es mir doch... Mann, Michael, mach es mir doch einfach einfacher. Dann machen wir es doch einfach so. Erstmal noch den da. 恨まないでください。 Du fliegst mal schnell runter. Ja, wie ich den noch einholen soll, ist mir gerade irgendwie auch ein Rätsel. Aber irgendwie wird schon gehen. Okay, der bewegt sich, beziehungsweise der würde sich gar nicht wehren. Das wäre schon mal ein Vorteil. Problem ist natürlich der Magier hier. Weil der macht mir doch ordentlichen Damage. Wird der mir eigentlich auch irgendwie Damage machen? Ja, wahrscheinlich hält sich in Grenzen. Jetzt überlege ich halt, ob er da irgendwie direkt mit Strategien reinhauen soll. Da quasi nicht das hier nehmen, sondern wirklich eine Strategie. Oder ist dafür noch zu früh? Ah, ich glaube, könnte noch zu früh sein, wa? Gut, der weicht gut aus, das ist mir alles klar, aber es ist trotzdem noch leicht creepy. Linham ist eigentlich dem Typen, der unten platt macht. Die Frage, die mir an der Stelle ist. Dass er aber nicht da hinkommt. Was ich gerade gefragt habe, Dorothea, kommst du überhaupt oder würdest du zu... Vokativ zu ihm kommen, ja, könntest du. Okay, dann könntest du ihn schnell heilen. Linhard, du hast da ja irgendwie deinen krassen, ich würde sogar fast schon behaupten, oberkrassen Stab. Na, bleib doch mal beim Wind. 次もうまくいくとは限らないよ。
Oder irgendwie die aus dem Weg räumen. Die gehen doch schon auf die los. Warum denn? Los geht sie gar nicht mehr. Dass ihr die bereits Gegenstände entwendet habt, ihr würdet zur Folter abhauen wollen, wa? Die Frage, fange ich auch irgendwo alle ab oder so? Haben leider schon relativ viele von denen an ihnen Wappenstein gekriegt. Oh je, Freunde, wie ich da am schnellsten und besten durchkomme, ihr habt noch keinen Plan, ganz ehrlich. Und der Edelgard, der eigentlich meine Wübernritterin war. Ah, die versuchen auf weitere zu stehlen, sobald sie... Okay. Die Bestien können ein Problem darstellen mit der ganz anderen Kombination noch. Okay, der kommt auch nach vorne. Also theoretisch, wenn ich es irgendwie schaffe, dass einer nach vorne kommt, ja, wäre eigentlich so die Idee, war. Die sollen alle nach vorne kommen, alle Wappensteine stehlen und so und dann räumen wir sie weg. Ob der Trick funktioniert, Freunde? Wir sehen es in der nächsten Folge. Zurück bei Fire Emblem Three Houses, wo es leider zu spannend vorwärts geht gerade und dann mit Edelgard, das ist natürlich alles scheiße. Muss man das scheiß Viech da wegkriegen. Mann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.